gehasst, verdammt, vergöttert und geliebt. Ein Raunen zieht durchs Land, weil Bayern München wieder siegt. Das sind Blitzlichtbengalen zwischen rot-weißen Fahnen. Gegner müssen zittern, wenn die Roten auswärts fahren. Das sind 72 Fackeln. Ich steh unten im Block, mitten bei den Jungs und umringt von den Kopf. Umringt von Gegnern, die den Meister so hassen. Das ist Bayern, München, der Meister aller Klassen. Euer Hass ist unser Stolz, meine Stadt, für die ich lebe. Das ist München 089. Spür den Südwind, der jetzt weht. All der Sport, all den Neid, ich bin's als Münchner schon gewohnt. Ich steh hinter dem Verein und flieg, wenn's sein muss, auch zum Mond. Denn keine Straße ist zu lang und auch kein Weg ist zu weit. Reise mit in jedes Land und schenke Bayern meine Zeit. Und die Fahne weht den Wind, rot wie Blut, weiß die Schnee. Das ist Münchens wahre Liebe, das ist unser FCB. Euer Hass ist unser Stolz, euer Neid ist unser Ruhm. Wie viele Sterne sind das Gold, das hat mit Bayern was zu tun. Das ist München. Das ist bayerische Erde, der Tag, an dem ich wecke, ist der Tag, an dem ich sterbe. Euer Hass ist unser Stolz, euer Neid ist unser Ruhm. Wie viele Sterne sind das Gold, das hat mit Bayern was zu tun. Das ist München. Das ist rot-weiße Erde, Bayern meine Liebe, bis zum Tag, an dem ich sterbe. Platz 1 in Europa, von ganz Deutschland gehasst. Ich bin Münchner, seit ich denke, und auf alles gefasst. Ich bin 28 Jahre, war mit 11 schon dabei. Olympiastadion Südkurve, Block U2. Euer Rot, arrogant, einfach typisch für Minger. Von oben herab, wir sind Münchener Kinder. Verachtet den Kommerz und ich hasse den Erfolgsfan. Lebe dein Verein, auch wenn Schmerz deinen Kopf fängt. Ich lebe meine Stadt, weil dieser Junge einfach stolz hat. Das erste Mal geschlagen für den Club, das war am Bolzplatz. Ich wasche meine Hände, wisch das Blut vom Gesicht. Denn mein Tag geht erst zu Ende, wenn das Flutlicht erlischt. Der Support ist mein Leben, ich geb alles für die Stadt. Lebe ultra, liebe München und vertrete deine Stadt. Mach das Maul jetzt auf und sing, die ganze Kurve klatscht mit ein. Für die Südkurve München, meine Stadt und mein Verein. Euer Hass ist unser Stolz, euer Neid ist unser Ruhm. Wie viele Sterne sind das Gold, das hat mit Bayern was zu tun. Das ist München. Das ist bayerische Erde, der Tag, an dem ich wecke, ist der Tag, an dem ich sterbe. Euer Hass ist unser Stolz, euer Neid ist unser Ruhm. Wie viele Sterne sind das Gold, das hat mit Bayern was zu tun. Das ist München. Das ist rot-weiße Erde, Bayern meine Liebe, bis zum Tag, an dem ich sterbe. Euer Hass, euer Neid, euer Blick macht mich selbstbewusst. München, das Beste ist meine wahre Liebe. Guck, die Fahne weht rot-weiß, unser Bund wird niemals sinken. Spitzenreiter Platz 1, wir von hinten winken. Die Fahne weht den Wind, es bleibt rot-weiß für immer. Ey, BMC, ich mach Musik für die Spinner, die Musik für die Assos, die nach 10 Bier noch grad gehen. Und in Liga 4 auswärts hinter ihrer Stadt stehen. Musik für die 0, für die 8 und die 9. Ey, BMC, ich bleib der Stadt immer treu. Musik gegen Willkür, gegen Stadionverbote. Das betrifft auch Schwarz-Gelb, Weiß, Blau und Rote. Ey, BMC, ja man kennt mein Gesicht. Dieser Typ, von dem die Ultraszene bundesweit spricht. Ich trage wahre Liebe, meine Stadt und mein Verein. Das ist Bayern, München, ja so wird es immer sein. Euer Hass ist unser Stolz, euer Neid ist unser Ruhm. Wie viele Sterne sind das Gold, das hat mit Bayern was zu tun. Das ist München. Das ist bayerische Erde, der Tag, an dem ich wecke, ist der Tag, an dem ich sterbe. Euer Hass ist unser Stolz, euer Neid ist unser Ruhm. Wie viele Sterne sind das Gold, das hat mit Bayern was zu tun. Das ist München. Das ist rot-weiße Erde, Bayern meine Liebe, bis zum Tag, an dem ich sterbe. Euer Hass ist unser Stolz, euer Neid ist unser Ruhm. Wie viele Sterne sind das Gold, das hat mit Bayern was zu tun. Euer Hass ist unser Stolz, euer Neid ist unser Ruhm. Wie viele Sterne sind das Gold, das hat mit Bayern was zu tun. Das ist München. Moin! Was ist denn los, Alter? Geht ja gleich nochmal rein hier. Glück auf, Mara. Alles frisch oder was? Was eine Mucke zum Start. Was ist denn los? ABMC. So. Ja, zum FC Bayern gibt es ja noch nicht so viel zu sagen, weil wir spielen ja gleich erst. Aber zur Bundesliga ist ja schon einiges los am zweiten Spieltag. Wie ich gerade gelesen habe, ist der Wagner auch schon weg. Das heißt, ich habe nochmal 5 Punkte kassiert. Muss ich glatt erstmal nachschauen eben. Alter, wie viele haben den Schalke als erste Entlassung genommen? Was ist denn los? Stimmt der mit euch alle nicht? Und dann auch, oder was? Torspieler. Ich dachte, da könnte ich mal ein bisschen was gut machen. Alter. Selbst der Schalker nimmt den Schalke als erste Trainerentlassung, Alter. Das ist ein Trauerspiel. Das ist ein Trauerspiel. Trauerspiel, Alter. Naja.
Ich würde sagen, kommen wir erstmal zum FCB, wa? Zum Spiel gegen Sevilla. War ja ein hartes Stück Arbeit, würde ich sagen. Ja, von vielen so erwartet. Meinen Zeitplan komplett über den Haufen geworfen mit der Verlängerung. Die hätten sich echt schenken können. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Statistiken rein. Dann haben wir schon mal einen guten Ansatz. Das hat ja sogar mal geklappt, Anne. Läuft ja. Ja, 2-1 nach Verlängerung, war dank Javi, Alter. Javi ist bestimmt bald weg. Also mich würde es freuen, wenn er verlängern würde einfach, aber irgendwie wollen die den bei uns nicht mehr haben, glaube ich. Ich glaube, der verdient auch zu viel und so. Schwierig. Ich mag Javi. Wegen mir könnte er bei uns die Karriere beenden, könnte er noch 2 Jahre spielen und wäre gut. Weil der Kimmich hat mich jetzt auch nicht überzeugt in dem Spiel, aber da kommen wir gleich zu. Hauen wir uns erstmal die Statistiken rein hier. Ballbesitz, gut. Ja. Sogar mehr, wie ich gedacht hätte. Fouls, ja, war schon ein Zweikampfspiel auch, ne? Aber wie man sieht, haben wir auch gut gegengehalten mit 15:17, also. Schüsse gesamt 25:6, spiegelt das ganz gut wider, würde ich sagen. Das spiegelt aber auch ganz gut wider, dass es nur 7 von 25 aufs Tor ging, Alter. Ja, das spiegelt das Spiel auch sehr gut wider. Ecken 11:6, da könnte auch eine stehen. Die Ecken waren so gefährlich wie... Weiß auch nicht, ja. Ich weiß nicht, warum der Kimmich da jede Ecke treten muss und jeden Freistoß und ach, keine Ahnung. Da könnten sie halt auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Flanken 19:12, ja. Das ist okay. Gewonnene Zweikämpfe. Alter, steht der Knapri an erster Stelle oder was? Hä? Kann ich ja gar nicht mehr meckern über Knapri. Ist ja langweilig. Hernandez fand ich sehr stark. Will ich aber gleich auch noch was zu sagen. Mit 11 gewonnenen. Pavard mit 11 gewonnenen. Er ist Standard, würde ich sagen. Ballkontakte Kimmich 128. Davon waren vielleicht, ja, sagen wir mal 8 gefährlich. Der Rest war irgendwie so, meh. Alaba war halt auch nicht so, ne? Pavard Zweiter mit 112, ja. Gut, wir haben halt auch viel hinten rumgeschoben, ne? Phasenweise. Fouled worden, Goretzka, Hernandez. Müller 2-mal, ja, Müller war irgendwie... Erst halbe Stunde war das auch nicht wirklich was. Schüsse insgesamt 5 von Sané, 3 von Müller, 3 von Alaba. Von Müller, wie viel ging der aufs Tor? Alter, ich würde sagen, nicht einer. Oder? Habe ich einen übersehen, vergessen? Ich weiß es nicht mehr. Alaba, seine Freistöße hätte man sich auch schenken können. Gut, der Levi war genauso scheiße drauf. Aber es kann ja nicht sein, dass wir nur 2 Freistoßschützen haben, Alter. Die hätte halt beide direkt da... Weiß ich auch nicht. Torschussvorlagen, Müller 7, Levi 3, Neuer 1. Ja, das war das Ding vom Levi, Alter. Ja, Müller war dann so nach so einer 20 Minuten, eine halbe Stunde, dann war er echt gut, ne? Ich habe das Spiel natürlich auch nicht mehr ganz so im Kopf. Deswegen werde ich auch heute nach dem Spiel, werde ich den schon mal so einen kleinen Talk zum Spiel aufnehmen, den wir uns dann einfach angucken am nächsten Stream. Gut, ich habe mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ne? Erstmal, Sevilla hat sehr gut über die ganzen 90 Minuten sehr gut uns gepresst. Ne? Das muss man auch mal sagen. Die haben die Außen gut dicht gemacht. Über Außen ging halt quasi gar nichts. Da standen immer 2 Leute direkt. Und ja, ich fand einfach, wir haben einfach keine Ideen gehabt. Also, Kimmich so gut wie er im Spiel davor war mit seinen Pässen und so weiter. Aber so gut wie Sevilla das verdichtet hat, der Kimmich hat einfach keine Ideen gehabt. Also da hast du schon gemerkt, dass da irgendwie so ein bisschen die Kreativität fehlt. Da hat so ein Thiago hätte da vielleicht schon mal mit so einer Körpertäuschung einfach mal ein Loch gerissen oder sowas. Da fand ich Goretzka sogar noch besser. Weiß ich, Kimmich hat mich nicht so überzeugt. Gute Elfer, ja. Das ist mal ernsthaft, Alter. Das war ein englischer Schiri, ne? Ein englischer. Ein britischer. Was er teilweise gepfiffen hat an Fouls, Alter. Da dachte ich, er kommt aus der Frauenbundesliga. Also keine Ahnung, das wird er selbst in der Bundesliga nicht gepfiffen. Und das heißt schon was.
Und teilweise da, wenn es dann mal richtig zur Sache ging, jetzt auf beiden Seiten bezogen, jetzt nicht nur auf uns bezogen, ja, keine Ahnung, da gab es gelbe Karten und so gab es dann auch nicht wirklich, weiß ich auch nicht. Der war ganz komisch irgendwie. Also für uns hat er definitiv nicht gepfiffen. Wenn man sich auch mal das Tor von Levi anguckt, wo da ein Foul war, weiß ich nicht, was er da gesehen hat. Ist ein Witz, ein absoluter Witz, habe ich mich richtig aufgeregt. Dass da nicht der Videoschiri eingreift, jetzt mal ehrlich. Das Ding war, der Ball war, es war ein Tor. Ja, wofür ist er da? Er hätte ja noch niemals berührt. Er ist halt einfach so da hinten gelaufen und hat sich dann, ja, ich schmeiße mich mal hin als Abwehrspieler, so wie es jeder Abwehrspieler macht, Alter. Ich meine, gut, wenn der Schiri darauf reinfällt, wenn er das nicht richtig sieht, ist ja okay. Aber wofür haben wir dann den alten Videoschiri? Also, das war ganz schlimm. Das war lächerlich. Das Abseitstor, ja. Super. Muss man nicht drüber reden, Alter. Da habe ich ja schon meine Meinung zu gesagt, mit diesen Abseits da auf 10 cm gemessen, so eine Scheiße, also. Naja, das ist wie es ist, ne? Wie gesagt, das dritte Tor, was wir geschossen haben, was nicht gezählt hat, war definitiv ein reguläres Tor, also. Ja, was in der ersten Halbzeit noch war, was ja uns sonst auszeichnet, so, dass wir vorne pressen, dass wir vorne dann auch die Bälle gewinnen, das war gar nicht, ne? Also wir haben nicht einen Ball gekriegt, den Sevilla da hinten irgendwie rausgespielt oder rausgefeuert hat. Also wir haben keinen zweiten Ball gekriegt vorne, gar nicht in der ersten Halbzeit. Also die haben es echt gut gemacht, muss man mal so sagen. Ne? Aber das ist auch das, was ich sage. Oder was wir letzte Woche gesagt haben. So die Mannschaften reißen sich halt einfach den Arsch auf im Europacup. Alter. Was unsere Mannschaften halt sehr selten tun. Das hast du bei Sevilla gesehen, hat er dem 110% gegeben. Und das über 90 Minuten. Also erst in der Verlängerung hast du gemerkt, dass da nicht mehr viel war, ne, bei Sevilla. Da hast du nicht mehr das Gefühl gehabt irgendwie, dass die nochmal kommen oder so. Da hast du einfach gemerkt, dass sie platt waren. Aber 90 Minuten haben die das knallhart durchgezogen, ne. Das war schon nicht so schlecht, ey. Wie gesagt, Goretzka fand ich stark, so ab der 30. fand ich ihn richtig gut. Kimmich war nicht so. Sané, finde ich, hat man auch gemerkt, so. Spätestens nach 60 Minuten, ja, der war einfach durch, ne? Der war einfach platt, da war nichts mehr. Wenn ich sehr stark auch bei Sevilla fand, war der Navas, ne? Alter, was der da gefeuert hat und ich war ein gutes Kapitän und sowas. Aber den fand ich schon richtig gut, ey. Ich weiß gar nicht, wie er hieß. Der Fünfer von Sevilla war quasi der Gegenpart zum Hernandez, ne? Den hast du nur einmal so berührt. Hat er gleich Kuselköppe gemacht, hat geschrien, als würde er erschossen werden, Alter. Also dagegen ist Neymar gar nichts. Ja, was der da raus gemacht hat teilweise, Alter. Konntest du hier echt nicht angucken. War aber, muss aber fairerweise sagen, bei der Einzige bei Sevilla. Also bei den anderen fand ich das jetzt nicht so. Und ich meine, der Hernandez macht das bei uns genauso. Ich weiß nicht, ob die das lernen da irgendwie so in Spanien, dass sie alle einen pro Team haben, der da irgendwie rumkugelt und rumschreit oder was. Aber ansonsten, Hernandez fand ich mega. Also Hernandez fand ich mit dem besten Spieler auf dem Platz. Hat am Anfang auch ein bisschen Probleme gehabt. Klar kannst du ja jetzt nicht mit dem Davis vergleichen, so von der Offensive her und sowas. Aber was der gerannt ist und was der geackert hat, wie viele Zweikämpfe der auch gemacht hat. Auch wenn er stand da hier dabei. Ja, stand da sogar. Wow. Hat mich mein Eindruck ja mal nicht ganz so getäuscht. Nee, fand ich stark. Fand ich echt gut. Hat mir gefallen und ich denke, aber auf Außenverteidiger ist er ein bisschen verschenkt, finde ich. Fehlte ihm auch so. Ja, es ging vom Speed. Ich würde sagen, er ist so Alaba-Speed. Wenn er anzieht. Also von daher, wir haben ja immer noch diese endlos Corsa mit dem Alaba. Also wie gesagt, ich sehe den Hernandez dann definitiv als Alaba-Ersatz. Wenn der uns echt verlassen sollte, dann mache ich mir gar keinen Kopf. Ich denke, der muss jetzt einfach erstmal ein paar Spiele haben, ne? Wahrscheinlich saß deswegen der Davis auch noch draußen. Wenn du den jetzt mal ein paar Spiele gibst, dann kommt der rein. Ich meine, wenn man nicht umsonst 80 Millionen bezahlt. Also. Mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Fand ich, wie gesagt, ja, den besten Mann auf dem Platz. Ich habe es auch nicht verstanden, dass er dann ausgewechselt wurde. Aber vielleicht einfach, um ihm ein bisschen Erholung zu geben oder was weiß ich. Habe ich nicht ganz verstanden, aber gut. Ja, Alaba wurde immer schlechter. Ich weiß nicht, ob er nicht ganz fit war durch seine Verletzung oder die Wechselgerüchte da, aber ganz ehrlich, habe ich dann auch kein Verständnis für. Wenn ihn das irgendwie beschäftigt, Alter, dann muss er da nicht um was weiß ich, was er da rumfeilscht, Alter. Aber das ist ja... Wird Zeit, dass der 5. wird, Alter, damit das Thema endlich durch ist.
Also ich habe da keinerlei Verständnis für. Tja, unsere Ecken waren schwach, habe ich noch stehen. Unsere Ecken waren gar nichts, Alter. Null. Bei Hernandez frage ich mich manchmal, ob er einfach ein extrem hohes Schmerzempfinden hat oder ob das wirklich nur Show ist. Na, jetzt mal ernsthaft, Peter. Also so ein hohes Schmerzempfinden kannst du nicht haben. Weil der wird ja manchmal teilweise gar nicht berührt. Ich glaube, das ist einfach antrainiert. Das ist einfach antrainiert und dann... Ja, wir schreien dann extra so laut, weil wir es ja gewohnt sind, dass das Stimmung ist. Und wenn er dann in so einem Stadion ist, wo keine Stimmung ist, Alter, das hört sich halt einfach an, als würde abgestochen werden. Ich meine, es hat sich schon gebessert bei uns. Am Anfang war es ganz schlimm. Mittlerweile geht's schon. Also jetzt gegen Sevilla war es okay eigentlich. Aber er macht schon immer viel aus den Zweikämpfen, ne? Und wir müssen immer sehen, er ist ja hinten nicht anders. Er ist ja hinten echt einer, der dazwischen knallt. Der auch nicht zurückzieht oder sonst was. Aber wenn du ihn dann irgendwie, wenn er nach vorne geht, einfach mal kurz ein bisschen berührst, Alter, dann ist er wie eine Diva, also. Also wenn er das noch abstellt, dann ist er mir sympathischer. Zumindest meine Meinung. Aber wie gesagt, es ist schon besser geworden. Vielleicht hat er schon mal eine Ansage gekriegt innerhalb vom Team oder so, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, wir müssen mal ein paar Eckenschützen bestimmen, oder? Jetzt mal ernsthaft. Kann ja nicht sein, dass der Kimmich da, was waren es, 11 Ecken, 12 Ecken reinnagelt und die waren alle Schrott, oder was? Das war ja... Also, das war echt nix, ey. Ja, aber sonst war es ein schönes Spiel. Jetzt für mich mal, was einfach mal wieder ein enges Spiel war, ja? Die müssten mal wieder an ihre Grenzen gehen und es war einfach mal ein bisschen Stimmung da, wenn jetzt auch nicht so viel, aber es war ein bisschen Stimmung da. Und es war einfach wieder mal was ganz anderes zum Angucken, Alter. Man hat selber wieder Emotionen gehabt. Wo der Javi reinkam, Alter, habe ich noch gesagt, jetzt Ecke und der Javi macht einen rein. Und was macht er? Er macht einen rein, Alter. Das war halt legendär. Deswegen konnte ich da noch erstmal nach dem Spiel 1,5 Stunden nicht einschlafen, Alter. Der Körper war voll Adrenalin. Ne, hat mich super gefreut für den Javi, ne? Super. Wie gesagt, ich würde es mir wünschen, dass er bleibt, aber er wird, ich würde sagen, zu 99% geht er nach Bilbao. Ich denke, da geht es nur noch darum, so, ja, kriegen wir 1 Million mehr oder 1 Million weniger. Ja, weiß ich auch nicht, ob man das dann machen muss. Also ich meine, wenn er da hingehen möchte, ja, dann soll man auch sagen, hier, was weiß ich. Ob du jetzt 10 Millionen kriegst oder 5 Millionen, jetzt mal ernsthaft, Alter. Wir sind der FC Bayern, ey. Muss man dann auch einfach mal sagen, so, yo, die 8 Jahre, die er bei uns war, hat er sich verdient und lass ihn gehen halt, ne? Alaba hat doch nach 90 Minuten wieder gehumpelt und sich immer wieder in die Leiste gefasst. Ach, Alaba, ernsthaft. Aber der war ja vorher schon schlecht. Also jetzt mal ernsthaft. Also hat mich nicht überzeugt. Ich habe es auch nicht verstanden, warum er gespielt hat, wenn ich ehrlich bin. Ist ja nicht so, dass der Jerome nicht stark war mit seinen blauen Haaren. Wahrscheinlich alles Vertragspoker, weil es ja nochmal zeigen, ja, und wir mögen dich alle und so, aber also zum Thema Alaba können wir ja nochmal... Ja, es ist too much einfach mittlerweile, ganz ehrlich. Also jeder bläst den Zucker in den Arsch und ja, jetzt ist auch mal gut, ne? So, da ist das Angebot, entweder sagst du ja oder nein, Alter, und gut ist, weißt du? Mein Gott. Was natürlich richtig asozial wäre, morgens Nafo, ja, wenn er jetzt extra noch ein Jahr bleibt und dann nächstes Jahr ablösefrei geht, was ich mir sehr gut vorstellen kann, bei seinem tollen Berater. Weil, machen wir uns nichts vor, wenn ein Spieler ablösefrei geht, ist er ja nicht umsonst. Nur der Verein kriegt halt keine Kohle, ne? Dann zieht sich der Alaba bald direkt 20, 25 Meter rein. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Und das wäre dann schon richtig armselig. Aber er hat sich auf jeden Fall einiges an Kredit verspielt bei den Fans. Dadurch. Selbst wenn er jetzt noch verlängern sollte, also. Zumindest bei mir. Ist für mich kein Verhalten, ganz ehrlich nicht. Finde ich schon ein bisschen armselig. Weil ich denke nicht, dass er irgendwie so ein schlechtes Angebot da vorliegen hat von uns. Naja. Aber gut, wir haben bald den 5. und dann ist das Thema durch. Alaba selbst soll so langsam mal Farbe bekennen und bleiben oder gehen. Er zerstört doch sein eigenes Sinn. Ja, ganz genau, Peter. Ganz genau, das habe ich ja gerade gesagt. Ist auch so.
Vor allem hat es ja nicht nötig, weißt du? Ich verstehe den Sinn halt nicht dahinter. Warum macht man das? Dass sie mal tief gestapelt in seiner bisherigen Karriere bei uns 50 Millionen verdient haben. Gut, dann hat er 25 Cash. Und dann muss er jetzt um jede Million falschen. Für den letzten großen Vertrag oder was? Also ich denke nicht, dass er unter 10 Millionen kriegt. Da geht wahrscheinlich ein Angebot von 12 Millionen liegen. Oder 15 oder 16 oder was? Und da muss man da irgendwie rumdrucksen. Weil wenn er gehen will, um eine andere Herausforderung zu suchen, so wie es bei Thiago war, ja, alles gut, hat doch jeder Verständnis für, ne? Ist doch gar kein Problem. Aber zu sagen, ja, ich möchte eigentlich bleiben, ist nicht nur am Geld, ist halt schon ein Trauerspiel, ne? In den Dimensionen. Es ist einfach so. Und das dann so zu verkaufen, ja, aber es geht mir ja um die Anerkennung. Wie gesagt, es hat ihn jeder Zucker in den Arsch geblasen. Wirklich jeder im Verein. Also, das ist schon... Ja. Also für mich ist das Image schon extrem zerstört. Also ganz ehrlich. Ist halt so. Und wie gesagt, ich sehe ihn nicht als so unersetzbar an bei uns. Dafür haben wir einfach Innenverteidiger. Und wenn wir noch einen rechten Verteidiger holen. Wahrscheinlich ist das deswegen auch in der Schwebe. Ich glaube, wenn der Alaba geht, holen wir halt einen rechten Verteidiger. So, dass der Pavard noch mit in die Mitte gehen kann. Ich denke, daran wird es gerade auch so ein bisschen hapern. Naja. Ist halt alles ein bisschen komisch. Naja gut, aber die Bayern haben jetzt auch gesagt, das Angebot steht. Der Aufsichtsrat hat das abgesegnet und gut. Ne? So, was willst du mehr machen? Du hast ja nichts. Was willst du machen? Du kannst ja auch nicht sagen, so, ja, wir verkaufen dich jetzt. Du was willst oder nicht. Das geht ja auch nicht. Und es wird halt auch kein anderer Verein kommen, der sagt, wir zahlen dir jetzt die 25 Millionen, die er angeblich haben möchte im Jahr. Wer soll das machen? Ja, ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass es halt darum geht, sozusagen. Ja, da bleibe ich jetzt noch ein Jahr. Und nächstes Jahr gehen wir ablösefrei. Was im Endeffekt dann auch okay ist, aber es wäre halt eine Arschlochaktion, ne? Muss man ganz klar sagen. Weil uns als Verein halt die Kohle durch die Lappen geht. Die er sich dann einstreicht. Naja. Ist halt so ein bisschen komisch. Ja, ansonsten bin ich gespannt, wer jetzt noch kommt oder nicht. Ich habe vorhin gelesen, der Dest soll jetzt angeblich nach Barca gehen. Bin ich gespannt, ob das so stimmt. Ja, da haben wir ja auch rumgeknaust. Weil eigentlich waren wir uns ja angeblich schon einig mit dem Spieler. Ging ja nur um die Ablöse. Ich bin gespannt, was da so Montag, Dienstag passiert. Ob er nach Barca geht oder ob es doch noch nach uns geht. Schauen wir mal. Und ansonsten, ja, ich denke, es wird noch ein rechter Verteidiger kommen. Wer? Schauen wir einfach mal. Wird interessant sein. Ja, mein Gott. Wir werden sehen halt. Der Kader ist halt schon ein bisschen klein, aber man muss natürlich jetzt auch nicht irgendwie so schwarz malen. Es bringt ja auch nichts, wenn da wieder 3, 4 regelmäßig auf der Bank rumgammeln und ja. Kommt halt drauf an, ob wir viele Verletzte haben werden oder nicht, ne? Aber ich letzte Woche schon sagte, also ich denke für die Bundesliga, Alter, sollte das auch reichen, wenn du da 2 junge Jungs da mit reinstellst. Also müssen wir uns nichts vormachen. Gut, vielleicht ein kleiner Ausblick zum Spiel gegen Hoffenheim, wenn wir schon auf Bundesliga kommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich fand es schon, wir waren schon auch schon ziemlich am Limit, ne? So körperlich gesehen. Gegen sie wieder 120 Minuten. Ich denke, es wird heute eine enge Kiste. Beziehungsweise es kommt auf einmal, wer das erste Tor macht. Also wenn wir früh ein Tor schießen, spielt uns das natürlich in der Karten. Ich denke, dann wird Hoffenheim ein bisschen mehr kommen und so. Und dann werden wir 1, 2 Gegenstöße fahren, dann ist das Ding durch. Sollten wir aber in Rückstand geraten, ja, könnte es echt schwierig werden, ne? Dann könnte es echt schwierig werden. Bin gespannt. Also ich habe ein 2-1 getippt. Ganz knappe Kiste, aber ich habe nichts dagegen, wenn wir 6-0 gewinnen sollten oder sowas. Aber wenn wir uns jetzt die Ergebnisse so dann auch mal von gestern angucken, ja, wer weiß, ne? Wer weiß. Thema Götze ist ja wohl auch noch nicht durch. Ja, der Hansi mag ihn halt. Das ist ja mein 2-3 ganz gut getippt. Ja, aber 2 Gegentore ist dann auch schon viel, ne? Was wir kriegen. Wie gesagt, es wäre interessant, wenn wir 1-0 hinten liegen würden.
Aber es wäre schon interessant, um zu sehen, ob die Power noch da wäre. Aber kann ich halt auch drauf verzichten, weißt du? Ne, Thema Götze. Ja, keine Ahnung. Wie ich ja letzte Woche schon sagte, wenn er irgendwie für ein Jahr irgendwie mit ein Jahr Option für kleines Geld oder was und er meint, er will das nochmal wissen oder so, ja, warum nicht? Aber wie ich auch schon sagte, die Position, die er eigentlich spielen kann, wo er aus meiner Sicht am besten ist halt mit Müller besetzt, Alter. Und der Müller hat halt einfach keine Muskeln. Der ist eh nie verletzt. Also von daher. Und der rennt halt wie ein Uhrwerk, Alter. Der ist ja gegen Sevilla, zweite Halbzeit, hat er ja auch nochmal aufgedreht. Also von daher. Schwierig, weiß ich nicht, ob er uns weiterhelfen würde. Also ich sehe schon Bedarf, gerade wenn der Martinez noch geht, dass wir definitiv einen 6er oder 8er holen. Und da muss auch irgendwas kommen, was ja, Potenzial hat, ne? Ich meine, Tolisso war aber auch schwierig, Alter. Ich ein bisschen mehr erwarte, wenn ich ehrlich bin. Also da war nicht viel. Ich meine, zum Ende hin ging es ein bisschen besser. Hat ja auch, glaube ich, auch erst außen angefangen, ganz komisch. Ja, mal schauen. Wie gesagt, wenn halt einer von den beiden verletzt ist oder was, Kimmich oder Goretzka, wird's eng, ne? Muss man halt so sehen. Ich habe das Gefühl, dass die Serie heute reißt. Hoffen kann extrem unangenehm werden, wenn wir nicht ganz da sind. Ja, ähnlich wie Sevilla halt, ne? Muss man ja sagen, also Sevilla war sehr unangenehm und wir haben halt da nochmal eine Energieleistung gebracht. Ich habe halt auch so ein bisschen das Gefühl. Wie gesagt, ich denke, es wird darauf ankommen, wer das erste Tor macht. Und man muss natürlich sagen, hier haben wir natürlich noch den Vorteil, dass wir einen Insider haben, ne? Mit Hönes, der weiß natürlich, was abgeht und so. Also wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, das denke ich auch. Ich glaube nicht, dass es irgendwie eine klare Kiste wird. Was schnell durch sein wird. Vielleicht zum Ende hin, man weiß es nicht. Aber ich bin gespannt. Wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, denke ich. Und wir haben uns eigentlich in letzter Zeit immer schwer getan. Abgesehen vom letzten Spiel, was ja 6-0 war. Aber davor haben wir uns in jedem Spiel schwer getan gegen Hoffenheim. Warum auch immer, ist halt einfach so. Deswegen denke ich, es wird ein gutes Spiel werden. Das Neuer meinte, er traut dem Götze zu, bei Bayern durchzustarten. Mich gewundert. Warum? Hat dich das gewundert? Ich meine, der Götze ist ja kein Schlechten. Warum was bei Dortmund nicht geklappt hat, keine Ahnung, Alter. Aber der Flick ist ja schon so ein Flüsterer. Also ich denke schon, dass der Götze Leistung bringen würde unterm Flick und so alter Stärke finden könnte, aber wie gesagt, eigentlich ist die Posi halt bei uns mit dem Müller belegt, ne? Ansonsten, was hätten wir zu verlieren? Jetzt mal ehrlich, der kostet keine Ablöse, nichts. Dem gibt es einen Vertrag, wo er ein bisschen was verdient, mit hohen Einsatzprämien dann halt, weißt du, so ein kleines Grundgehalt und gut ist. Wäre doch gar kein Problem. Naja, aber jetzt stell dir mal den Worst Case vor, der Müller fällt aus. Dann stehen wir da. Eigentlich kann jeder ausfallen in dieser Mannschaft. Du kannst jeden irgendwo ersetzen, aber den Müller nicht. Das ist traurig, ja? Es ist aber so. Was ist, wenn der Müller ausfällt? So ein halbes Jahr oder sowas. Ich meine, es war noch nie so, aber es kann ja immer mal passieren. Wen willst du dann bringen, Alter? Du hast keinen Kreativen irgendwie. Also ich sehe keinen Kreativen jetzt bei uns, der irgendwie... Ja, dann wird Tolisso wahrscheinlich vorne spielen, aber... Ja, schwierig. Gut, dann könntest du sagen, der Gnabry spielt auf der 10 oder der Sané spielt auf der 10. Das wird halt gehen schon irgendwo. Aber ja, es wäre natürlich schon was anderes dann. So müsste Müller am Bein abfallen. Ja, eigentlich ja, aber wer weiß. Also es kann schnell gehen. Und jetzt mit der Belastung und sowas, weiß man ja nicht, ne? Es wird ja auf jeden Fall eine spannende Sache. Wie gesagt, ich hätte da jetzt nichts gegen. Ich sehe das auch nicht so, wie es dann heißt, so, ja, aber dann kommt die Unruhe rein, wenn der Götze dann nur auf der Bank sitzt. Ja, sehe ich gar nicht so. Also, ich finde, der Götze ist ja jetzt nicht irgendwie ein Messi, Alter. Wo dann irgendwelche Diskussionen sind, wenn er auf der Bank sitzen würde. Also.
Jetzt mal ernsthaft, saß bei Dortmund 2 Jahre auf der Bank, also. Warum würden dann irgendwelche Diskussionen aufkommen? Also, von daher, wenn er sich darauf einlässt, ist irgendwie ein kleines Grundgehalt. Aber ich denke halt so, die Führungsetage ist bei uns halt so, meh, weißt du? Obwohl so von den Leistungsdaten, die er hat bei uns, Spiele und Vorlagen und sowas, war er ja gar nicht so schlecht. Und dann überleg mal, der wird bei uns nochmal durchstarten. Hätten wir alles richtig gemacht. Erst weggekauft, dann wieder teuer verkauft und dann umsonst zurückgeholt. Das wäre ja schon ganz pervers. Dazu, ja gut, das hat man. Von mir aus nehmt ihn, ich pack den Favre noch oben drauf als Geschenk. Ja, wir brauchen keine schlechten Trainer, also. Haben wir kein Verlangen nach. Ja. Haben wir schon so viel gelabert, Alter? 27 Minuten, Alter. Belly. Sollte mal Repeat einstellen. Dachte als Wasserträger. Co-Trainer oder was? Obwohl, wir bräuchten noch einen für die zweite Mannschaft. So auf lange Sicht. Gut. Ich glaube, das ist alles, was ich so habe. Wie gesagt, ich erwarte heute ein spannendes Spiel gegen Hoffenheim. Ich habe auch nichts dagegen, wenn es nach 10 Minuten durch ist, weil, keine Ahnung, weil der Levi... Levi können wir noch ansprechen. Alter. Da muss ich auch mal den Flick einen reindrücken, ne? Aber habe ich ja auch schon im letzten Tor gesagt. Aber den Levi hättest du diesmal, doch, jetzt mal ernsthaft, spätestens zur Halbzeit hättest du auswechseln können. Oder? Also hast du beim Levi ja nicht einmal das Gefühl, dass er irgendwie da ist und irgendwie ein Tor machen möchte. Ich meine, er war engagiert und so, ist mitgelaufen und so, hat ja auch genug Chancen gehabt. Aber irgendwie das Gefühl, ne, dass er irgendwie ein Tor schießt, ne, hatte ich gar nicht. Also deswegen, ich hätte ihn auch ausgewechselt einfach. Zirksi rein und gut, Alter. Der ist heiß, der ist willig, der will und fertig. Wo ist denn das Problem? Also, ja, war auch so. Also gar nichts zum Levi, gar nichts. Kann es sein, dass er noch nicht richtig fit ist, dass er privat da, was weiß ich. Ist ja auch scheißegal im Endeffekt. Aber, Junge. Mann, hat mich das aufgeregt, also. Ich meine, wenn nicht dann, wenn er keine Leistung bringt, dann lass ihn noch draußen erstmal. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Dass er immer für ein Tor gut ist, ja, klar. Aber wenn du mal gesehen hast, was er da liegen gelassen hat wieder. Mann. Das war ja schon gegen Schalke so, aber gegen Schalke war es ja im Endeffekt egal. Junge. Das hat mich auch ein bisschen. Ich meine, ich habe das ja auch noch gesagt, ne? Wenn ich mich recht erinnere, so als Ausblick auf die Saison, habe ich gesagt, der Levi wird erstmal in ein Loch fallen. Ist ja ein Trauerspiel, dass ich da wieder recht hatte. Genau so ist es. Naja. Gut. Wollen wir uns mal die tollen Bundesliga-Ergebnisse angucken? Ich meine, man sieht schon daran, dass ich ganze 3 Punkte geholt habe, dafür, dass die Bremer auf Schalke gewonnen haben. Ansonsten nichts. Ich meine, es hat schon mit Hertha gegen Frankfurt angefangen. Aber ich meine, gut, ich habe 3-2 getippt, enge Kiste. Ich habe gedacht, vielleicht geht es auch ein Unentschieden. Aber dass die dann 1-3 verlieren gegen Frankfurt, ist halt auch ein Witz, ne? Auch ein Witz. Gebt dem Pizarro ein Trikot, nach Spielzeit einwechseln, Spiel entscheiden und ab nach Hause. Ja, Pizza ist immer gut für ein Tor, Alter. Ja? Ich meine, wann war das? Letzte Saison? Gegen Ende war auch der Roy bei Sky, Alter. Du kannst auch einen Roy nochmal einwechseln für 10 Minuten. Gar kein Problem. Mainz Stuttgart 1-4. Gut, hätte man jetzt sagen können, kann man erwarten. Ich habe die ganze Story mit Mainz jetzt gar nicht so mitgekriegt. Können wir gleich auch nochmal kurz anschneiden. Bielefeld, Köln haben mir die Eier gefehlt. Muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, hätte man auch ein 2-1 tippen können, also ganz ehrlich. Aber da war dann so bei mir so das Bauchgefühl unentschieden eher. Gladbach Union, ja, Trauerspiel. Ich meine, gut für Union, aber ja, also
ja, machen wir erstmal weiter. Augsburg-Dortmund. Habe ich noch gesagt gehabt zu Mara. Ja, eigentlich müsste ich unentschieden tippen. Aber mache ich nicht. Tippe halt immer für Dortmund. Das ist so... Ja, so Aberglaube halt einfach, weißt du? Muss halt für Dortmund tippen, damit die dann auch mal verlieren. 2-0, ja. Was soll man sagen? Ich meine, Schalke Bremen war klar. Ja, wo willst du anfangen, Alter? Ich meine, wenn ich die Tabelle angucke, ich meine 2 Spieltage jetzt, ja. Aber ja, je nachdem, was wir dann heute spielen, aber rein theoretisch können wir uns heute ja schon unentschieden leisten. Weißt du? Ich meine, die Dortmunder sind wieder auf dem Boden der Tatsachen. Die wurden ja so hochgelobt nach dem 15-0 gegen Duisburg im Pokal. Wow. Ja, da war ja schon wieder klar, dass Dortmund definitiv sehr, sehr gute Chancen hat, dieses Jahr Deutscher Meister zu werden. Und dann sind sie nach 2 Spieltagen schon wieder auf dem Boden der Tatsachen. Die Gladbacher genauso, die hatten ja auch ganz große Ambitionen. Haben 1 Punkt nach 2 Spieltagen. Wow. Augsburg, ja. Habe ich sogar als Überraschungsmannschaft genannt vor der Saison. Wo? Stehen da oben. Leipzig war zu erwarten. Okay, gegen Leverkusen kannst du unentschieden spielen, denke ich. Ist okay, ne? Ich habe ein bisschen mehr erwartet, glaube ich, ne? Ja, ich habe 2-1 für Leipzig getippt. Aber hätte man halt auch unentschieden tippen können, keine Frage. Also von daher, ich meine, Trauerspiel ist, dass ich immer noch Erster bin. Aber wenn ich das so sehe, da haben wir alle nicht viele Punkte geholt. Was ist denn hier passiert? 0. 0! Wo ist das NAFO? Das ist das NAFO 2. Ja, und meine Sister hat auch 0. Läuft bei ihr. Ja, was soll ich sagen? Ihr füllt gerade die Klischees hier, Frauen und Fußball, wa? Beide 0. Wer als unentschieden hätte ich nicht getippt bei Dortmund. Aber Niederlage niemals. Ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, weil die tun sich auch meistens oft schwer gegen, gerade in Augsburg. Wir ja auch eigentlich. Aber ich dachte, die Dortmunder wären gefestigt da ein bisschen schon die Saison. Aber anscheinend nicht. Also anscheinend ist es so wie immer. Also von daher brauchen wir uns jetzt die Dortmunder auch nicht mehr ernst nehmen. Ich bin gespannt am Mittwoch oder Donnerstag. Ich weiß gar nicht, wann ist Supercup? Herr Icke, hat er auf seine scheiß Unioner getippt? Ne, hat er auch nicht. Pfeife. Bielefeld, Stuttgart. Ja gut, er tippt halt auch ganz selten mal für Hertha. Ja, ansonsten, ja. Wagner ist raus. Haben wir ja schon festgestellt. Es wundert mich, dass so viele Schalke als ersten Trainerentlassungen getippt haben. Ich meine jetzt mal ernsthaft, wie kann man denn Hoffenheim nehmen, Alter? Die holen den Hoeneß, um ihn dann nach 3, 4, 5 Spieltagen wieder wegzujagen, oder was? Ist auch eine Pfeife. Augsburg, also manche, also... Nee. Gut, Wagner, Thema Schalke. Jetzt mal ernsthaft, wie kann man denn einen Trainer überhaupt behalten, der vorher schon 16 Spiele sieglos war? 16 Spiele, also eine ganze Rückrunde sieglos. Wie kann man mit dem in eine neue Saison gehen? Verstehe ich nicht. Dachte mir mal was anderes, ja. Also da muss man sich nicht wundern, Alter. Und jetzt haust du den nach 2 Spielen weg, was zu erwarten war. Spätestens am 3. Spiel, weil dann ist Derby. Keine Ahnung, verstehe ich gar nicht. Also wen hätte halt... Ich meine, man setzt sich ja nach der Saison dahin und guckt dann so und analysiert und man kann ja da nicht als Ausrede nehmen, ja, wir hatten 20 verletzte Spieler. Ja, und selbst wenn das so ist, ist das ja kein Argument, warum man 16 Spiele in Folge nicht gewinnt. Weißt du? Kann man bei den Tippspielen auch mitmachen? Kann man, ja. Wenn du mir deine E-Mail-Adresse im Discord schickst oder sonst wo schickst, schicke ich dir eine Einladung. Da kannst du daran teilnehmen, klar. Ja, keine Ahnung. Hab ich einfach nicht verstanden, ne? Ich kann mir echt nur vorstellen, dass es irgendwie um Geld ging. Geldgeschichte, ne? Alles andere. Büskens als Nachfolger. Ja, Büskens war doch auch schon mal mit dem... Wie heißt der noch? Wilmots. Die beiden zusammen waren doch schon mal da irgendwie interimsweise und dann irgendwie auch mal angeheuert oder was? Ich weiß es gar nicht. Also ich habe keine Ahnung. Also ich kann bei Schalke... Wahrscheinlich wird es einer von denen werden, einfach weil die nichts kosten, ne? Dass die Schalker jetzt irgendwie Geld haben, irgendwie einen vernünftigen Trainer zu verpflichten. Ich wüsste jetzt auch nicht wen.
ich ehrlich bin. Und du musst ja auch erstmal einen Trainer haben, der sich den Kader anguckt und sagt, ja, da geht was mit. Das gönne ich mir. Weißt du? Der Kader ist einfach scheiße. Ne? Wenn er so, wer war das? Ochipka oder was? Wenn der Ochipka schon einer der besten Spieler in diesem Kader da ist, dann sagt das halt alles aus, Alter. Oder ein Rudi. Wo der Rudi jetzt gar nicht so schlecht ist, wenn er irgendwie mal Zuspruch hat und eine Form hat. Aber jetzt mal ernsthaft. Wer möchte das denn freiwillig machen? Ich meine, wir könnten mal den Meta fragen, ja? Schicke ich dir wieder fest. Ja, kannst du auch machen, kein Problem. Trage ich dich nachher rein. So, wenn eine E-Mail schreibe, ich trainiere die. Ja, du hast ja auch keine Ahnung von Fußball. Ich meine, guck dich an, Alter. Warte, muss ich ja erstmal umstellen. Hier, guck dich an. Pfeife, ey. Nee, keine Ahnung. Also ich sehe da jetzt nicht irgendwie so den... Ich denke, die Schalker würden ganz gut fahren, wenn sie dann echt so ein bisschen so Wilmots oder so eine Doppellösung daneben würden und dann mal... dann halt da auch mal fest dran halten würden. Ich verstehe halt nicht, warum sie das so beim Wagner gemacht haben. Also, ich meine, der ist Dortmunder durch und durch, aber irgendwie gibt es das ja auch nicht mehr so, ne? Rivalität Dortmund-Schalke ist ja... Keine Ahnung. Aber ich denke halt so ein Büskens oder Wilmots, das sind halt so aus der letzten erfolgreichen Ära von Schalke. Und die leben halt Schalke so noch, wie man es machen muss. Ich finde es halt schwierig so... Ich meine, Schalke hat sich ja immer so als Arbeiterclub gesehen und so weiter und so. Man muss Schalke leben und so eine Scheiße, genau wie die Dortmunder da ihren Slogan haben. Ja, aber warum nehme ich dann Dortmunder Trainer, Alter? Jetzt mal ernsthaft. Das passt so, als würden wir jetzt irgendeinen nehmen, der, keine Ahnung, irgendwie Werner Lorand, Alter. Der 20 Jahre 60er war. Den nimmst du dann und setzt ihn nach München, Alter. Das wird halt nicht gehen, weißt du. Da wird bei uns auch keiner auf die Idee kommen, halt einfach. Habe ich nicht verstanden. Der Wagner einer für Dortmund? Ja, keine Ahnung. Also ich denke, der hat jetzt auf Schalke bewiesen, dass er... Ja, dass er irgendwie mit Misserfolg nicht wirklich umgehen kann, oder? Also ich denke mal, wenn man es 18 Spiele jetzt insgesamt nicht hinkriegt, die Mannschaft wieder irgendwie hinzukriegen, dass man wenigstens mal ein Spiel gewinnt, glaube ich nicht, dass er einer für Dortmund wäre. Ganz ehrlich nicht. Weil ihr seid ja jetzt auch keine gefestigte Mannschaft, die so von alleine Spiele gewinnt. Ich meine, das haben wir jetzt gesehen gegen Augsburg. Glaube ich nicht. Glaube ich echt nicht. Und wie gesagt, so viel Erfahrung hat der Wagner ja auch nicht. Er hat das eine Jahr da in England und sonst war er bei euch Jugendtrainer. Also. Keine Ahnung. Sehe ich nicht so. Also. Ich denke, er hat auf Schalke bewiesen, dass er noch viel zu lernen hat. Ja, ja, na sicher. Ist das eine Frage, wie weit die Mannschaft gegen den Trainer war. Aber 18 Spiele ohne Sieg. Ja, da gibt es halt einfach kein Argument. Ja, da gibt es kein Argument. Das ist einfach so. Fertig. Ja, natürlich nicht. Aber wie gesagt, was willst du da für Argumente haben? Willst du jetzt sagen, er ist ein guter Trainer oder was? Der in der Bundesliga, jetzt im Ernsthaft, eine ganze Hinrunde. Also gegen jede Mannschaft in der Bundesliga. Und es ist ja nicht so, dass wir nur Übermannschaften in der Bundesliga haben. Man hat es nicht hingekriegt, da mal einen Sieg zu holen. Also. Nee. Ist für mich verbrannt, der Typ. Für Deutschland ist er verbrannt erstmal. Vielleicht irgendwo noch mal in England oder sowas. Aber für Deutschland ist er verbrannt. Dafür gibt es auch zu viele Trainer, die irgendwie arbeitslos rumdümpeln. Ey. Das ist meine Meinung. Ja, kommen wir zum anderen Krisenclub aus dem Ruhrpott, die Dortmunder. Ja, ich denke, das ist gut für alle Dortmunder. Ja, dass sie 2-0 auf Augsburg verloren haben. Ich denke, wir werden im Supercup sehen, ob die Mannschaft hinterm Trainer steht oder nicht. Wenn nämlich nicht, dann lassen sie sich im Supercup abschießen. Danach ist Derby gegen Schalke. Das wird dann Not gegen Elend irgendwie, so ein krümpelhaftes Unentschieden und dann ist der Favre vielleicht weg. So könnte ich mir das vorstellen, wenn die Mannschaft nicht mehr zum Trainer steht. Das werden wir dann im Supercup-Spiel sehen, denke ich. Warum der immer noch bei euch ist, ja, habe ich meine Meinung ja auch schon dazu kundgetan. Verstehe ich halt auch nicht. Also, wenn man als Borussia Dortmund mit der Mannschaft
sich 2 Jahre zufrieden gibt zu sagen, wir sind Vize. Man könnte ja euch auch einen Titel noch eintragen lassen, eine Marke Vize BVB oder sowas. Ja, ist halt auch der verkehrte Anspruch, ne? Ich meine, gut, jetzt haben sie mal vor der Saison große Fresse gehabt und ja, Anspruch und Wirklichkeit. Also nach 2 Spieltagen dann schon durch das Thema. Also. Ja gut, aber das liegt ja an eurer Führungsetage da. Ja. Da muss man ja auch mal ganz klar sagen, ist ja auch bei Schalke auch so das Problem. Ja, da gibt es keinen Verein, der das besser macht wie wir. Sehe ich nicht. Also, gut, ich weiß jetzt nicht, wie es in England und Spanien und so aussieht. Aber sonst sehe ich keinen Verein, der das besser macht wie wir. Der hat einfach so die Spieler, die verdient sind, die über Jahre bei uns gespielt haben, halt einbindet. Und dass er ja in jeder Position, wo einfach Entscheidungen zu fällen sind, Alter. Also ich meine, der Rummenigge, davor der Hoeneß, beide zusammen. So, wen hast du in Dortmund da sitzen? Alter, ein Watzke. Was hat denn Watzke mit Fußball zu tun vorher? Ja, er war Geschäftsmann, er hat die Dortmunder rausgerissen aus der Krise, wo sie hoch verschuldet waren und so weiter. Und gut, ja. Aber dann hättest du halt auch schon mal austauschen müssen. Ja, dass der Zorc ganz gut kann mit Verpflichtungen und so, hat er bewiesen. Dass er mit Trainern nicht kann, hat er auch bewiesen, ja. Der Tuchel ist wegen dem Zorc gegangen damals, so wie ich das mitgekriegt habe. Ja, der Sammer hat auch keinen Bock bei euch. Was macht der Sammer denn? Der Sammer ist Berater. Hätte er Bock gehabt, wäre er irgendwas bei euch gewesen, wo er Verantwortung trägt. Was soll das? Weißt du? Aber das ist so der Unterschied, den ich auch sehe. Und deswegen sage ich ja, das ist auch gut, dass wir bei uns jetzt sagen, auf das Thema Alaba, ja, hier, so, bam, das ist es und fertig, weißt du? Und gut ist, Alter. Schalke hatte gegen Bayern noch mit den teuersten Kader der Liga auf dem Platz. Ja, aber guck dir den Kader mal an. Guck dir den Kader mal an. Ja, aber wer soll das Heft auch in der Hand nehmen bei Schalke? Jetzt mal ernsthaft. Die Schalke haben die letzten Jahre, guck dir mal die letzten Jahre an, was die alles verbrannt haben einfach. Und was da für eine Misswirtschaft ist. Eine Misswirtschaft. Guck mal, was die ablösefrei haben gehen lassen alles, die Schalker. Wie kann man denn so doof in der Birne sein? Ist mal ehrlich. Das letzte Geschäft, was sie gemacht haben, war mit dem Sané. So, ansonsten, boah, Trauerspiel. Trauerspiel, wirklich. Und sonst hast du bei Schalke halt immer noch so diese, ja, die Identifikationsfiguren gehabt. Aber die haben sie dann alle abgesägt, Alter. Die haben den Höwedes damals vom Hof gejagt. Dann haben sie den, wie heißt er? Der jetzt wieder da ist, den Fährmann vom Hof gejagt, Alter, als Kapitän. Ja, und soll er sich jetzt da hinstellen und soll er jetzt wieder irgendwie der große Macher von Schalke werden? Das klappt halt auch nicht, ne? Und da ist halt keiner mehr, der so, der Schalke lebt, würde ich sagen. Das ist halt jetzt nur noch da irgendwie Krüppelzeug zusammengekauft. Ja, die haben noch 1, 2 aus der Jugend da, aber das sind ja, da kannst du ja dann jetzt auch nicht verlangen, so, ja, ich bin jetzt hier Mr. Schalke und nehme das jetzt hier in die Hand. Schwierig, also ganz schwierig. Aber das sind sie selber schuld, Alter. Was die alles abgegeben haben und teilweise umsonst und ja. Und dann haben sie hier so Durchschnittsspieler, die was weiß ich wie viel verdienen. Deswegen haben sie sich ja jetzt da selber ihr Gehaltscap gesetzt und ja, viel zu spät halt einfach, ne? Viel zu spät. Ich meine, es ist ein Trauerspiel, dass dann so ein Land NRW sagt, wir bürgen für den Fußballverein FC Schalke, Alter. Das ist ja auch so eine Sache. Ist ja ganz schlimm, da darfst du gar nicht drüber nachdenken. Gesicht von Watzke gestern alles gesagt. Ja, ich habe ja nichts gesehen. Kann ihn eh nicht sehen, den Watzke. Sammer genauso, hat nur noch den Kopf geschüttelt. Ich weiß auch nicht, was der Sammer bei euch ist. Ehrlich nicht. Aber wie gesagt, das jetzt. Ich glaube, den Sammer habt ihr halt geholt, weil der Sammer immer so ein Ehrgeiz hatte und so ein Anspruchsdenken. Das hat er bei Bayern ja auch gemacht. Aber irgendwie wird er halt nichts zu sagen haben bei euch, weißt du? Keine Ahnung. Wen habt ihr jetzt? Habt ihr nicht noch den Kehl da jetzt auch eingebunden oder was? Aber hat der auch nichts zu sagen oder? Weiß es nicht.
Nee, ein Abstieg würde den gar nicht gut tun. Ein Abstieg würde die zerstören. Die Schalke. Ja, eben, genau deswegen. Weil es finanziell, da können Insolvenz anmelden. Die kriegen ja keine Lizenz für zweite Liga. Da müsste der Russe schon sagen, jo, oder das Land NRW, wie wir gerade schon hatten. Ja, klar, wir haben ja mit 200 Mille gebürgt. Wenn die Schalke jetzt absteigen, Alter, wenn die Insolvenz gehen, ja gut, ist ja kein Problem. Ich meine, ich arbeite gerne für Schalke 04. Ist ja kein Problem, dass meine Steuergelder dann dahin fließen. Was soll's? Ja? Junge, Junge. Das ist auch so ein heikles Thema, darfst gar nicht drüber nachdenken. Muss ich umziehen, damit ich nicht die Schulden von Schalke trage, oder was? Ja, keine Ahnung, wie gesagt, vielleicht nochmal bei euch zurückzukommen auf euer komisches schwarz-gelbes Gedöns. Ja, ich denke einfach, dass die zufrieden sind bei euch. Was? Ihr seid halt zufrieden, dass ihr die Nummer 2 in Deutschland seid. Dass ihr, was weiß ich, die Vorrunde in der Champions League übersteht und im Pokal so Halbfinale, mal Finale kommt. Ich denke, damit seid ihr einfach zufrieden. Ihr habt halt einfach nicht dieses Anspruchsdenken, was in München halt einfach da ist. Ich denke, das ist so das ganze Problem einfach. Ihr seid zufrieden damit, yo, wir haben hier den Sancho, wir haben ihn hier, ja, den haben wir super rausgebracht und den verkaufen wir jetzt wieder für 100 Millionen und alle klatschen sich dann morgens High Five ab und freuen sich darüber und ich denke so, das ist so das Problem bei euch. Ihr habt halt nicht den Anspruch zu sagen, ja, wir werden jetzt Deutscher Meister. Oder wir laufen den Bayern den Rang ab, das habt ihr halt einfach nicht. Ich finde, da hat selbst Leipzig mehr Anspruch. Zumindest kommunizieren die das, dass sie mehr Anspruch haben, uns mal irgendwann zu versuchen, den Rang abzulaufen. Ja, das ist in Dortmund halt nicht. Ich komme auch aus NRW. Finanziere somit Sauhaufen Gelsenkirchen indirekt auch noch mit. Ja, ich auch. Peter. Dann machst du nichts, Alter. Sag ich ja. Das ist ein Trauerspiel. Das war mal anders. Ja, aber keine Ahnung. Ich sage, das hat aber auch so ein bisschen der Watzke zu verschulden. Aber ich meine, er hat euch dann natürlich damit auch den Arsch gerettet. Weil der hat ja dieses Anspruchsdenken bei euch weggenommen. Weil der halt einfach überschuldet war. Und er hat halt das Anspruchsdenken reingebracht. Wir bilden Spieler aus, verkaufen die teuer, kommen aus unseren Schulden raus, stehen wirtschaftlich gut da. So. Und genau in diesem Trotz seid ihr halt einfach. Ich meine, das sieht man ja auch, was ihr verpflichtet. Ja? Ihr habt ja nicht den Anspruch zu sagen, wir kaufen mal einen Hernandez für 80 Millionen. Mal als Beispiel. Oder wir kaufen einen Sané für 50, 60 Millionen. Den Anspruch habt ihr ja gar nicht. Ihr setzt euch dahin und euer Anspruch ist es vom Zorg zu sagen, ja, wir kaufen Talent A, B, C, D, E, F, G. Davon schlägen dann 2 ein, die verkaufen wir wieder teuer. Aber jetzt ist ja nicht so, dass ihr mal einen Kader aufbaut. Oder dass ihr mal Spieler kauft. Ihr habt einen Can gekauft. Ja, super. Hey, Emre Can. Für was hat der gekostet? 25 Millionen oder was? Ja, aber ihr habt halt nicht den Anspruch zu sagen, wir kaufen mal eine richtige Granate ein. Weißt du? Der uns weiterbringt und sowas. Ihr kauft halt immer so die Talentierten ein und ja, was erwartet man dann? Ist ja nun mal so. Ja, klar, ist das super. Ihr habt dann so ein Haaland und sowas. Alles gut, alles tutti. Aber die haben halt auch die kommen ja zu euch, um zu sagen, ja, ich spiele da jetzt 2, 3 Jahre, entwickle mich weiter und gehe dann zum richtigen Verein. So, das ist das ganze Problem bei euch. Ja, aber das ist auch das Problem, warum die Spieler zu euch kommen. Weißt du? Das ist doch das Problem. So, die kommen halt zu euch mit dem Gedanken, ja, ich entwickle mich da jetzt weiter. Eventuell holen wir mal einen DFB-Pokal oder sowas. Und dann ziehe ich weiter zum richtigen Verein, wo ich Titel gewinnen kann. Ja, das sagt doch schon alles aus. Und dann holt es einen Trainer, der ja quasi dasselbe Anspruchsdenken hat. Ja? Er hat halt so ein Anspruchsdenken, ja, hier, ich kann entwickeln und kann rausbringen und ja, der passt halt voll zur Philosophie. Deswegen ist er auch im 3. Jahr bei euch. Das muss man mal so sagen. Und wenn ihr eine andere Philosophie hättet ihr den Favre spätestens da rausgehauen, wo er gesagt hat, ja, wir können IK-Meister werden. Und das, obwohl ihr 9 Punkte Vorsprung hattet. Also. Ne? Also aus meiner Sicht war es der größte Fehler, dass er den Tuchel hat weggehauen haben. Also der Tuchel hat in Dortmund super Arbeit gemacht.
Aber er kam halt mit dem Zorg nicht klar oder mit dem Watzke oder was weiß ich, was das war halt einfach. Und der Tuchel hat halt den Anspruch, ja, sich nicht dahin zu setzen und zu sagen, ich bin froh, wenn ich die Jungs ausbilde, ich möchte keine Titel gewinnen oder, weißt du, mir ist das nicht wichtig oder so. Der hat halt schon den Anspruch zu sagen, ich möchte Titel gewinnen. Und das hast du beim Favre halt irgendwie nicht. Zumindest bringt er das nicht rüber. Ist natürlich schwer aus der Ferne so zu beurteilen, aber er bringt das absolut nicht rüber. Ja. Den gucke ich Bayern-Spiel ab und an mal im Pokal sehen. Kannst ja, wann spielen wir? Mittwoch? Donnerstag? Mittwoch, 20:30. Alter, bin ich auf der Arbeit. Supercup-Finale. Naja, bin gespannt. Kann ich gar nicht einschätzen, das Spiel. Wie gesagt, wenn ihr einen guten Tag habt, so, wenn alle geil sind, so ein Haaland oder so ein Sancho und so, oder auch mal ein Reus und so, wenn die einen guten Tag haben, sind die ja schon gut. Muss man ja sagen. Aber irgendwie kriegen die es halt oft nicht so zusammen auf dem Platz, ne? Peter, hau rein. Ja, ich mache auch gleich Feierabend. Sobald alles gut. Eben den Bürgermeister wählen. Ja, warte das mal. Ja, kein Stress. Schick einfach, ich trage dich dann ein morgen. Beziehungsweise kriegst du so eine Einladungslink und gut ist. Ja, meins. Wie gesagt, ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Ging wohl um den Zollei, der hat den suspendiert oder was und dann hat die Mannschaft gestreikt. Ist nicht zum Training gekommen. Ja, und dann angeblich nicht wegen dem Zollei, sondern irgendwie, weil sie versprochene Geldzahlung auch nicht bekommen haben und der Rest wollten sie nicht sagen, das ist intern das jetzt ausdiskutiert und wir wollen jetzt an der Kommunikation arbeiten, dass der Verein mit dem Spielerrat kommuniziert. Ja. Also wenn ich sowas lese oder höre, stelle ich mich die Frage, wie wird denn der Verein geführt? Also, wofür hat man denn einen Spielerrat? Stehen die nicht im Kontakt mit der Vereinsführung oder mit dem Manager oder... Also sehr komisch. Wie gesagt, ich kenne das so, ja. Aus meiner Amateurzeit, da hat man das auch so gemacht. Wenn der Trainer halt irgendwie ein Assi war und die Mannschaft konnte ihn nicht ab oder was, ja, dann hat man halt mal ein Training boykottiert und dann war die Sache klar. So, dann wurde der gegangen und ist gut, weißt du? Im Profifußball ist das natürlich schon hart. Ja, aber ich meine, man sieht jetzt am Ergebnis 1:4 gegen Stuttgart, also. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber das Ergebnis zeigt ja schon, dass es anscheinend irgendwie abgeschenkt haben. Also, dass sie halt nicht wirklich für den Trainer spielen. Und ja, ist dann halt schwierig, so den Trainer zu behalten. Also, weiß ich nicht. Aber man weiß halt auch nicht, was da vorgefallen ist. Ne? Aber klar, ich meine, es muss halt schon irgendwo passen. Ne? Man hat es auf Schalke gesehen, die da jetzt irgendwie 18 Spiele am Trainer festgehalten haben. Man hat es in München perfekt gesehen. Mit dem Kovac und dann dem Wechsel zum Flick, was halt ein Trainer ausmacht einfach, ja. Und wenn der Trainer halt einfach nicht passt, ja, jetzt mal ernsthaft. Weil ich bin auch dafür, einem Trainer eine Chance zu geben. Und nicht, dass er mal irgendwie nach 2 Niederlagen oder so raushaut oder nach irgendeiner Verstimmung oder sonst was. Aber irgendwo ist dann eine Grenze erreicht, ne. Ich finde das krass, was intern bei manchen Vereinen an Kommunikationsschwierigkeiten herrschen. Naja, warte mal, jetzt muss ich mal eben den Link raussuchen. Das sage ich ja, das ist ja so der Unterschied irgendwo. Ich meine, bei euch sollte das ja zumindest auch so sein, mit dem Zorg.
Da war ja auch Spieler oder jetzt mit dem Kehl. Aber ist halt der Unterschied, wenn du dann irgendwo Menschen sitzen hast, die irgendwie Manager sind oder was weiß ich, fürs Team da sind oder sowas, die selber nie Fußball gespielt haben, weißt du? Die können das halt gar nicht so nachvollziehen. Ja, und können das nicht so beurteilen, wenn da Spieler irgendwelche Sorgen haben, weißt du? Wenn ihr euch mal ein gutes Video angucken wollt. Ich mag einen André Schürrle gar nicht. Ja. Konnte er nie irgendwie ab. War mir nicht so sympathisch. Ja, aber das Video ist super. Ich habe mir das letzte Woche reingezogen und kriegt man mal so ein bisschen Einblick, weißt du? Ja, und auch irgendwo in die Kommunikation. Da sieht man halt, da würde ich halt auch sagen, man hat mit ihm auch nicht kommuniziert. Und der Favre hat mit ihm auch nicht kommuniziert. Sonst hätte er halt nicht das Gefühl gehabt, was er hatte und so weiter. Ja, aber du hast ja neben dem Spielerrat auch noch einen Kapitän. Der sollte ja für die Mannschaft als Sprachrohr agieren. Gut, das hast du ja heute gar nicht mehr so. Heute hast du wirklich diesen Mannschaftsrat halt einfach, ne? Du hast ja nicht mehr diesen einen gottgleichen Lothar Matthäus zum Beispiel. Das hast du ja nicht mehr. Du hast halt diesen Mannschaftsrat, der dann geschlossen irgendwie da das Wort ergreift. Ja gut, aber ich sag ja, wenn du dann irgendwie so einen Manager hast, der keinen Plan davon hat, der irgendwie aus der Wirtschaft kommt oder sowas, ja, ist halt schwierig dann, ne? Ich meine, dass die da streiken, ist halt schon echt, aber ich denke auch nicht, dass das nur an dem Zoller gelegen hat. Also, da wird da wahrscheinlich auch schon um Geld gegangen sein, auch wenn man das jetzt so öffentlich natürlich nicht darlegt. Was natürlich dann auch schon wieder irgendwo ein Trauerspiel ist, bei dem, was die so verdienen, aber dass sie natürlich dann irgendwo ihr Recht auch auf die Kohle haben, ist natürlich auch klar. Ansonsten ist halt schwer zu beurteilen, so von außen. Aber ich denke mir halt einfach, bei vernünftig geführten Vereinen wird das nicht passieren. Na, dann wird es halt gar nicht so weit kommen. Und da sehe ich euch halt auch, ist ja nicht so, dass ich versuche das ja auch so, die ehemaligen Spieler einzubinden. Ich denke auch, das ist auch so ein bisschen ein Vorteil bei euch. Nur bei euch ist halt so dieses, wie wir vorhin schon sagten, dieses Anspruchsdenken ist halt einfach was anderes. Mittlerweile. So, und vielleicht wäre es halt auch mal an der Zeit, so ein Zorg da irgendwie mal. Vielleicht haben sie das ja versucht mit dem Sommer oder was weiß ich, oder mit dem Kehl da jetzt, aber zum Ernsthaft, der Kehl hat auch irgendwie keine Ausstrahlung. Ja, weiß ich nicht. Aber ist zum Glück nicht meine Baustelle, muss ich mir keinen Kopf drum machen. Ich bin, was das anbelangt, mit meinem Verein super zufrieden. Also ich denke auch, dass mit dem Olli jetzt der Nächste da ist, ja, der auch Ahnung hat von Wirtschaft, der das vom Rummenigge übernimmt. Das wird auch mega sein. So, der Brazzo hat einen schweren Einstand gehabt, hat es immer noch ein bisschen schwer, aber im Endeffekt reißt er sich den Arsch auf und ja, gibt alles und hat halt einfach auch dieses Anspruchsdenken, was bei uns einfach da ist. So, und dann hast du halt noch den Philipp. Ja, ich denke, der Philipp wird auch die nächsten Jahre noch wieder dazu stoßen. Bin ich mir eigentlich recht sicher. In welcher Form oder Art und Weise auch immer. Ja, und dann hast du halt irgendwann auch schon die nächsten, die aufhören, ne? So Müller, der spielt ja auch nicht mehr ewig und so weiter und so fort. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Also das läuft halt schon. Ne? Und gut, wenn du dann noch so jetzt durch der Uli weg, jetzt haben wir natürlich, gut, Präsident hat bei uns jetzt eh nicht so viel zu sagen. Aber wenn du natürlich dann noch so einen Präsidenten da hinsetzen kannst, der irgendwie 20 Jahre Erfahrung von Adidas hat, ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Aber das ist halt so irgendwo der Unterschied. Was ist denn bei euch, wenn der Watzke weg ist? Jetzt mal ehrlich. Ja, was dann? Na? Ja, der Müller weiß ja noch nicht, was er macht nach der Karriere. Aber der Müller als Trainer, als Co-Trainer den Scholl, Alter, das wird knallen. Beide, die nur Sprüche raushauen. Nee, keine Ahnung. Ich mache mir da keine Sorgen. Auch mit unserer Jugendteil, so, ja, ich meine, wir haben den Klose eingebunden, wir haben den Michelis eingebunden als Trainer. Ja, finde ich halt super, weißt du? Ja, könnt ihr doch. Eisenberg aus Kehl.
Wir sagen geil, Alter. Die geilsten. Naja, wir werden sehen. Ja, aber sonst habe ich auch nichts mehr. Der KSC, eieiei. Das ist eine ganz alte Schule, Alter. Oh, Wildpark habe ich auch immer gefeiert. So ist nicht. Aber ich glaube, das Stadion ist schon zerfallen, oder? Gibt's den noch? Das letzte Mal, wo ich da war, war er schon überwuchert, Alter. Kommst du schon vor wie bei einem Legend, ey. KSC. Oh, da hätte ich auch mal wieder in der ersten Liga gern gesehen. Es sind da viele Vereine, die irgendwo so rumdümpeln, ne? Dafür hast du so komische Clubs in der ersten Liga. Ne? Naja, gut. Wie gesagt, ich bin durch. Ich hab nichts mehr. Es sei denn, von euch hat noch einer was. Was spielt ihr noch heute Abend? Freiburg-Wolfsburg. Ja, gut. Wir bauen gerade ein neues. Aha. Von wo denn finanziert? Aber baut ihr das nicht auch schon gefühlt seit 10 Jahren? War da nicht mal was? War da irgendwann mal die Diskussion, dass ihr nicht mehr im Wildpark spielen dürft, oder was? Zweite Liga, ich weiß gar nicht mehr. Bin da nicht so auf dem Laufenden beim Karlsruher SC. Aber ich war da auch schon 2-3 Mal damals. Wie gesagt, war immer ganz cool eigentlich. Und Winnie Schäfer und so, weißt du? Ich meine, wir haben ja ein paar gute geholt von euch. Ich meine, der Olli kam von Karlsruhe. Der Sternkopf, auch wenn er sich bei uns nie durchgesetzt hat. Wir haben ja den KSC damals schon geschröpft. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen, Zuhören, fürs Meinung austauschen und ja, wir hören uns nächsten Sonntag. Ne? Karl, habt ihr uns gestohlen? Ja, nicht gestohlen, Alter. Der wollte halt einfach mal ein paar Titel gewinnen. Weißt du? Was soll er dann bei euch rumdümpeln, als mal ernsthaft? Und wenn wir mal ehrlich sind, wir haben ja auch erst Mehmet Scholl, ja, auch Mehmet Scholl, aber wir haben ja erst das aus den Spielern gemacht. Ja? Ist ja nicht so, dass wir die fertig bei euch gekauft haben. Dass sie schon da die Weltstars waren, zu denen sie bei uns geworden sind. Aber gut. Muss ja demnächst mal ein bisschen eher kommen, dann können wir gerne mal über den KSC und Mehmet und den Olli diskutieren. Das ist gar kein Problem für mich. Jetzt mache ich Feierabend. Von daher. Schon mal ein Endscreen rein. Müssen wir den Rechner wechseln. Diebe, ja, wir sind Diebe. Wir haben euch ja auch kein Geld dafür gezahlt. Deswegen, wir sind schon Diebe. Aber ist kein Problem. Wir sind Triple-Diebe.